Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Außenminister, für dich. Merci dem Herr Außenminister für seine Deklaration von gestern. Und ich will doch direkt Merci von unserer Fraktion und unserem ganzen diplomatischen Service für die Arbeit, die wir die letzten 12 Monate mal zum Ausdruck bringen. Vielmals Merci. Der sieht, Herr Außenminister, man ist durch Ihre Kalpa praktisch gelaufen gestern von den letzten 12 Monaten an. Santa engem Jahr ass ja auch viel Geschichtscenter man fir d'lächt ha iwwer d Politik an general diskutiert hunn. Für en engem Jahr war man an enger Zeit vun der Ro fir Sturm, dat sech mam Wirsel an Amerika Munches géif ändern, dies wärmer als auch für en engem Jahr schon bewusst. Munschleit Menge Jo et wie egal, wenn ihr géif wieelen. Geist sich sowieso jo nie es ändern. Und mans muss in dem amerikanischen Präsident so gut halen, dass er bewiesen hat, dass das so nicht stimmt. Vieles wird unter seinem Untritt geändert, und die Änderungen werden uns nach mehr lang beschäftigen, weil sie die Welt, wie immer sie bis jetzt geholt haben, nach auf Dauer wird verändern. Aus Ihrer Deklaration, Herr Außenminister, spielt in eine gewisse Unsicherheit, wie wir als Europäer mit der neuen Situation sollen umgehen. Wir goufen aus unserer Komfortzone rausforciert, ohne dass wir richtig bereit sind, aus dieser neuen Realität zu stellen. Unser Kompass wird orientiert Außen- und Handelspolitik, fairen, multilateralen Umgang, Respekt vom internationalen Recht, alles das schenkt auf Vorgestalt. Sodass wir für der Frage stehen, ob wir daran festhalten oder ob wir mit auf den Weg vom Chaos gehen. Wir diskutieren heute über Außenpolitik und Europapolitik, was irgendwie auch eine Kontradiktion ist, weil Europapolitik eigentlich Innenpolitik ist. Als Relationen mit unseren direkten Nachbarn sind Relationen mit Memberstaaten von der Europäischen Union. Wir sind da so daheim, wie sie auch bei uns daheim sind. Natürlich stehen die einen als Menno wie andere, geografisch, ökonomisch, historisch und auch menschlich. Praktisch Familie sind wir mit unseren Cousinen vom Benelux. Und dafür begrüßen wir alle Efforts für die über 70 Jahre lange Kooperation weiter zu vertiefen und gemeinsam Positionen zu sichern. Wir gucken nur gespannt auf die Wahlen in Holland. Und wir als CSV geben uns natürlich freuen, wenn die Sondagen konfirmiert gehen und eine Schwesterpartei, den CDR, gestärkt aus diesen Wahlen hervorgehen. Eng stark encouragiert mit als der beste Garant gegen Populismus und Extremismus. Wir brauchen Benelux-Partner und wir brauchen Regierungspartner, auf die wir uns verlassen können, und die mit uns auf europäischem Plan und engem Strang ziehen. Der Benelux kann weiter ein Motor, ein Modell sein für eine effikace europäische Integration. Wir können am Benelux der rohende Pol sein, den zusammenbringt, und diese Efforte soll man weiterführen. Wir sind auf allen Plänen darüber angewiesen. Als Benelux soll man auch weiter als bemühen, eine enge Kooperation mit dem Vereinigten Königreich, weil wir auch hier mit ihnen historisch verbunden sind, aber sie weiter brauchen als alliiert. Als andere zwei große Nachbarn stehen uns natürlich auch noch, wir gehen über Paris und Berlin mehr Gewicht und Einfluss, wenn wir zusammen als Benelux auftreten. Als Relationen mit Deutschland sind unter der neuen Regierung zu Berlin sicherlich besser gehen. Auch weil man neue Kanzler von Berlin aus einen neuen Elan an die Europäische Union an die Außenpolitik kommen ist. Deutschland hat endlich eine Stimme und eine Richtung. Wir sind darauf angewiesen, dass die deutsche Regierung Success hat, weil ein schwaches Deutschland zieht auch Eis mit auf. Die Politik von Paris möchte einem da Make-up zerbrechen. Die Instabilität und Dauerkrise vom politischen System auf Frankreich sind beunruhigend. Wir sollten uns dafür nicht so viel auf eine Person verlassen, die kaum noch Rückhalt an der eigenen Population hat, an dem Gespür für die Realität wohl dax fehlt. Die Stärke von Populisten und Extremisten von rechts, auch von links, an Deutschland, auch Frankreich observieren wir mit ganz viel Sorge. Stabile Regierungen an unseren Notbeschländer sind eine Voraussetzung für unsere Stabilität und unseren Wohlstand. Regierungen, auf die sich verlassen kann, und mit denen kann man eine Vertrauensbasis zusammen schaffen. Die sind an unserem nationalen Interesse. Die Großregion bleibt aber,
auch ein bisschen ein Nessi von Loch Ness für den Außenminister seine Metapher aus einem anderen Kontext rumzuholen. Zter viele Jahre gëtt davon geschwert, méi richtig präsent assinnet. Vor Lützeburg stand an 2 Jahre Präsident vom Benelux a vun der Großregion iwwerhëlt, bit sech Fleit Gelegenheit fir d Konzept vun der Großregion zu konkretisieren. Den Außenminister huet mat recht darauf hingewiesen, dat man als Kleinland besonders op eng Partnerschaften an Allianzen ugewiesen sind. Wir brauchen die Europäische Union, wir brauchen NATO, und wir wollen am Kader von der UNO weiter am Dialog an der Kooperation mit allen Ländern bleiben. Herr Präsident, Europa kämpft. Europa kämpft, hat Madame von der Leyen bei ihrer Rede zum Etat von der Union den 10. September im Europaparlament gesagt. Europa kämpft für Freiheit und unabhängiges Europa, für als Werte und als Demokratie. Die Kommissionspräsidentin erklärt, dass Europa muss für seinen Platz an der Welt kämpfen, gegen Großmächte, die jetzt nicht ganz freundlich oder offen feindlich gesinnt sind. Den europäischen Effort für Freiheit und Unabhängigkeit muss man natürlich als Lützeburg auch mal drohen, an aber unsere Relationen dabei zu konkretisieren und auch realisieren. Wir begrüßen den europäischen Wille, sich eine Défense-Strategie zu gehen. Und wir unterstützen die Regierung bei ihrem Effort, für unseren Teil dazu beizudrohen. Wir wissen auch, wir brauchen bei all unseren Efforts eine starke Allianz, weil allein sind wir nicht verteidigungsfähig. Dafür sind wir bereit, als Kontribution in Richtung von 5% vom RNB herabzuschrauben. Das meist davon auch einen ökonomischen Nebeneffekt erwarten als legitim, wir kann nicht entscheidend sein. Das ist dem Staat seine erste Mission, seine Souveränität als seine Population gegen alle Gefahr von außen zu schützen. Wir sind dazu allein nicht fähig, wir geben eine ganz radikale Mesure dezidieren. Wir sind auf Allianzen angewiesen. Wir bleiben auf NATO angewiesen, wir bleiben auch auf weiteres, auf als amerikanisch alliiert angewiesen. Wir können nicht weiter erwarten, dass Leute am Texas für als Sicherheit abkommen. Wir müssen auf eigene Fähigkeit stehen und als Responsabilität für als Sicherheit überholen. Was am Klimaschutz gilt, gilt auch an der Défense. Jeder muss bei sich aufhängen. Wir machen den Effort an Aufstimmung an am Kader von der Europäischen Union, an der Kooperation mit dem Vereinten Königreich. Europa soll keine Festung sein, hier ist DAX. Ich denke, Europa soll schon eine Festung sein. Nicht eine Festung, wo kein ran und raus darf, sondern eine Festung, die ihre Einwohner schützt und ihre Grenzen kontrolliert. Die eine geregelte Immigration möglich macht und die eine Kooperation mit der Peripherie die kriminelle Ausbeutung von Matmenschen unterbindet. Für Matmenschen mit falschen Versprechen an Boote über das Mittelmeer, den Atlantik oder den Ärmelkanal schickt, als kriminell. Und die Union muss geschlossen dagegen vorgehen. Wir müssen als Sicherheit nur Banden und nur Bausen zusammen garantieren. Seit dem 20. Januar sind wir in einer neuen Welt. Für ein engem Jahr haben wir uns am Kader von dieser Debatte vorgestellt, was eine zweite Trump-Regierung alles mit sich bringen. Heute wissen wir ein bisschen mehr. Es ist ein kompletter Bruch mit allem, was man bislang von Washington kann tun. So wie historische Teile vom Weißen Haus am Moment an den Coke gehalten gehen, so gehen auch politische Gewissheiten, Manieren an Allianzen an den Coke gehalten. Das ist eine Politik mit einem Bulldozer. Eine Politik, die uns nicht gefällt, aber eine Politik, die man zur Kenntnis holen muss. Das ist zum Teil eine Humiliation, die wir selber provoziert haben, weil wir zu lange bequem waren und nicht gehandelt haben. Früher hat den amerikanischen Präsident auch den Leader von der freien Welt genannt. Aber ein Leader geht mit gutem Beispiel vor. An einem Leader muss ich vertrauen. Die freie Welt hat am Moment kein Leader, kein moralischer Kompass. Wir leben in einer Zeit, wo es Allianzen wackeln, aber keine Alternativen haben. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Zukunft zu planen. Und wir sind als kleines Land nach einmal darauf angewiesen, dass internationale Regeln respektiert werden. Der Respekt vom Völkerrecht wie eine Garantie für unsere Sicherheit und unsere Souveränität. Wir machen uns nicht viel. Wir leben nicht mehr in einer Welt, wo die Regeln hoch gehalten gehen. Wir leben in einer Welt, wo das Recht vom Starken gilt und nicht stärkt vom Recht. In einer Welt, wo Grenzen mit Gewalt neigen zu gehen
a wo Aufkommes net méi viel zielen. Wo Diktaturen an Autokrate sech ze Summe fanne fir Demokratien ze schwächen, an als Demokratie gi leider net nëmme vubausen mé auch Verbanne geschwächt. Pippi Langstrumpf-Method vun ech schmech mat Welt wéi se mar gefällt, funktionéiert vielleicht fir die Gros, aber secher net fir als Kleinstaaten. A mir sinn e ganz klenge Staat an d'Europäesch as eng Union vu klenge Staaten. An an dëser Welt, wo Autokraten am Osten an Egomanen am Westen, ass et fir d'Europäesch Union eng froh vum Iwerliewe fir mat enger Stimm ze schwätzen, an als net an nationalen Egoismen ze verleieren. Wir musse besser gin, mir muss noch net verzweifeln. Europa sei chemisch, dat demer all Summen all 27 können houfrich sinn. Wir hunn de méi attraktive Gesellschaftsmodell, Liewen a Freiheit, a Selbstbestimmung, enkadréiert vun eng demokratische Rechtsstaat, wo Wohlstand gedeelt a keen am Stach gelos gëtt. Solange man awer net militärisch och stark sinn, gimmer net serieux geholl, erwerte man net geheiert gin. Das misst eigentlich so lös jedreng allichten an ländlech als Agenda auch dominieren am Platz dat man als Zeit dacks mat niewe Sujet verbëtzen. Ich will das ein paar Beispiele festmachen. Der Krieg an der Ukraine dauert schon 4 Jahre, so lange wie Estland von Deutschland 84 Jahre besetzt war. Aber der Konflikt ist nicht nur auf die Ukraine beschränkt. Der Krieg für unser Haustier, dem auch nicht lang auf ein Endbrot kriegen. Wir sind auf unserem Kontinent, auf die Amerikaner angewiesen. Wir brauchen nach mehr Erklärung, wie schwach wir sind. Eng Union, die net fähig ist, sich zu verteidigen, als eng Union, die Vertrauen verleiert. Eng Union, die die Ukraine geif opgehen, als eng Union, die sich selber geif opgehen. Wir hören auch die Stimmen, die sagen, wir sollen doch abhalten, der Ukraine Suen a Waffen zu schicken. Die sollen sich da packen und dem Putin gehen, was er will. Ja, so Stimmen goufen doch an den 30er, an den 40er Jahren vom letzten Jahrhundert auch hier am Land. Stimmen, die wollen verhandeln. Sie sollen verhandeln, ich nenne das auf die Knie gehen. Sie schwätzen von Frieden, ich nenne das Kollaboration. Wenn heute bereit ist, Teile von der Ukraine abzugehen, ist mir auch bereit, Teile von der Union abzugehen und ich war mir bereit, Teile vom Grand Duché abzugehen. Mir ist diese Situation nicht gewünscht, wie das nun mal die Situation, an der wir leben, ob das gefällt oder nicht. Als Matbürger sind 84 Jahre auch nicht gefroht gehen. Wir wollen Frieden in Europa. Wir wollen auch keinen Dauerkonflikt mit Russland. Wir geht nicht dass mehr das wollen. Die andere Seite muss er doch wollen. Wir müssen also auch mit denen auseinandersetzen, die offensichtlich gegen unser Interesse schaffen. Die sich die schönen Menschen machen, und aber Russland weiter unterstützen an als Wirtschaft schwächen. Kolleginnen und Kollegen, wir sollten gegenüber China nicht so viel naiv sein. China ist kein vertrauensvollen, kein fairen Partner und unter guten Absichten vom Regime darf man recht gezweifelt gehen. Also Markt wird mit ihren Überkapazitäten überschwemmt, mit Subventionen gegen alle Regeln gegen Preise manipuliert. Während europäische Entreprisen dir op der Nuss zugeschlagen kriegen. Die chinesische Konkurrenz hat viele Arbeitsplätze in Europa gekostet. Der Regime kämpft sich an der Welt an, erschafft sich Vasallenstaaten. Die Menge Fleize kämen beim chinesischen Regime besser weg, wie bei uns Europäern, weil wir zu viel moralisch hierher kommen, werden sich aber denken sich nach vorne, wenn die Rechnung immer präsentiert wird. Auch das schenkt mir einen Realitätssinn, den wir einfach müssen zur Kenntnis holen. Aber wir müssen als gegen die ökonomische Drangsalierung durch China wehren. Politik vom Wandel durch Handel ist gescheitert. An der 200 Zeit und die Europäische Union hat erkannt, als strategische Relation mit China zu überdenken. Dafür müssen die Memberstaaten sich eins gehen, am Platz, dass jeder probiert, zu Peking nicht an Ungeduld zu fallen. Auch das als eine Schleimspur, auf der gern ausrutscht. China unterstützt den Krieg an der Ukraine durch seine Kollaboration mit Russland. Wir gucken dem nach. China provoziert ständig Taiwan und destabilisiert die Region.
Die europäische Unabhängigkeit, die Madame von der Leyen fordert, muss auch eine Unabhängigkeit vom kommunistischen China sein. Das Regime unterdrückt weiter, das egent Volk geht gegen Minoritäten für amenaciert sein Nachbar. Für ein engem Jahr habe ich an dieser Debatte auf das Schicksal von den jungen Hongkong-Demokraten hingewiesen, die wegen ihrem Engagement am Prison sitzen. Die Joshua Wong, von ihnen, an anderen, die weiter beschuldigt und riskieren lebenslänglich. Lebenslänglich, weil ihn sich für demokratische Rechte angesagt hat. Rechte, die Hongkong zugesagt wurden und die vom kommunistischen Regime nicht respektiert wurden. Herr Präsident, wir müssen als Chambre de Courage schon auch hier bei Entrevue mit chinesischen Delegationen auf die Ungerechtigkeiten hinzuweisen, auch wenn wir aus China gehen. Und als Chambre auch die Freilosung für diese jungen Menschen fordern. Die Freiheit ist nicht teilbar. Wir können nicht hier am Haus die Retour von der Demokratie feiern und gleichzeitig eine Stimme nicht erheben, wenn die Freiheit und Demokratie mit Face getrippelt gehen. Ja, wir sind für den Dialog, aber ein Dialog mit Prinzipien. Und nicht nur freundlich gepokt ist. Das soll nicht nur gelten vis-à-vis von China, wie immer. Das muss sicher nicht mal Megafon geschehen, aber es muss klar und konsequent sein. Wir kriegen auch deutlich gesagt, was sie von Demokratie auf dem Rechtsstaat halten. Und ich denke, dass nicht viele Leute auf der Welt gehen, die freiwillig an einer Autokratie oder an einer Diktatur leben. Wenn diese Systeme so gut funktionieren, für was dürfen die Leute nicht freie Meinung sagen? Wenn die Systeme so gut funktionieren, für was dürfen die Leute nicht frei wählen gehen? Nehmen eine Regierung, die ihre Leute fährt, muss ihre Leute auch unterdrücken. Richtig ist, dass man nicht überall an der Welt vorschreiben kann, wie es zu laufen hat. Wir haben auch schon genug mit euch selber zu tun. Herr Präsident, es erstaunt schon, das ist auffällig, wie das wir hier am Haus über Israel diskutieren und über Sanktionen gegen Israel diskutieren. An anderen Staaten, die keine Demokratie, auch kein Rechtsstaat haben, ich will nicht so hochfeiern, aber doch mit meiner Eifer kritisieren. Die Situation am Nahen Osten ist heute eine andere wie vor ein paar Wochen, aber eine nicht viel besser. Wie wir nach gestern gemerkt haben, ein wackeliger Waffenstillstand, trotzdem besser wie Dauerbombardement, wir haben noch keine Situation, mit der ich zufrieden sein kann. Die Freilosung von der Geisel war mehr wie überfällig. Und es wäre auch in der Zeit, die Population von Gaza aus der Geiselhaft von der Hamas zu befreien. Der Weg zu einem Frieden wird kein einfacher gehen. Der Weg zu zwei Staaten, die friedlich und frei koexistieren, wird schwer sein. Ob die Anerkennung von Palästina durch Lützeburg irgendeine Reperkussion auf die Entscheidung von den Konfliktparteien hat, wohne ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall medial hat es einen kommunikativen Effekt für eng von den Konfliktparteien. Als Position bleibt unverändert. Das Existenzrecht von Israel, die Sicherheit von Israel müssen garantiert bleiben. Der palästinensische Staat muss lebensfähig, muss aber auch frei und demokratisch sein. An so einem Staat kann kein Platz sein für eine Terrororganisation wie Hamas. Und das ist auch schwer vorstellbar. Die Zukunft soll von Leuten bestimmt gehen, die in der Vergangenheit hier nicht gehalten haben. Die arabischen Staaten müssen die Garantie geben und die Abraham-Akkoren sind ein Schritt auf diesem Weg. Israel muss natürlich den Weg für eine Koexistenz möglich machen, aber gezielte Sanktionen nötig sind, für Recht durchzusetzen. Da versperren wir uns dem nicht, so wie dadurch an der Resolution, die Herr Graf de Moore noch deposiert hat, zum Ausdruck kommt. Die Sanktionen müssen dann in Zukunft auch andere treffen, die eine Lesung vom Konflikt seit Jahren erdreifen und die Existenz von Israel nicht wollen akzeptieren. Ein europäischer Approach ist immer mehr kompliziert wie ein Alleingang. Wir entweder wollen wir eine stark europäische Stimme oder wir wollen sie nicht. Wir können nicht beides sein. Wir sollten also vorsichtig sein, wenn wir wollen auf den Weg von unilateralen Sanktionen gehen. Es kann auf keinen Fall an unseren ein Approach sein, die nicht mehr für einen Staat auf der Welt gelten. Kaja Kallas hat vor kurzem an einer Rede für den Collège de Bruges die Wichtigkeit vom internationalen Recht betont und auch den Respekt vom internationalen Recht durch die Europäische Union. Besonders auch
der Respekt vom internationalen Strafgerichtshof Haft. An jeder politisch responsabel muss eingesters für seine Aktionen durchstehen. 84 Jahre gouf zu Nürnberg am Saal 600 Grundstehen gelöst für die Verbrechen gegen Menschlichkeit und Völkermord zu poursuivieren. Wen sich dem schuldig möchte, muss zur Rechenschaft gezogen gehen, an einem fairen Prozess. Herr Präsident, wir können die Israelis und die Araber nicht zum Frieden zwingen, aber wir können sie encouragieren. Wir sind den Weg für 80 Jahre auch gegangen. Nur viele Krieger und viel Leid haben wir in Europa die Hand gereicht und neu abgebaut. Wenn wir uns an Zukunft in der Region abbringen, muss auch diskutiert gehen. Für was tun wir lang als Lützeburg viel Suchen an der Fast ohne Bodengeschott, mehr wie andere europäische Länder. Der Außenminister hat gestern noch einmal die humanitäre Rolle von der UNRWA betont. Der Minister sieht aber selber auch, dass die Rolle kritisch an der Front gehen. Soll nun im Konflikt alles so weitergehen oder stellt sich die Organisation neu ab oder geht es auch vielleicht nach mir sinnvoll ersät? Europa spielt an diesem Konflikt immer noch eine Nebenrolle. Was sich vielleicht auch durch die belaschte Geschichte sowohl am Nahen Osten wie man dieser jüdischen Communität erklärt. Antisemitismus soll nie mehr in dem Zweiten Weltkrieg eine Chance kriegen. Aber wir erleben gerade eine mehr wie bedenkliche Renaissance und wir sollten endlich konsequent dagegen vorgehen. Der Konflikt am Nahen Osten wird nicht auf unseren Straßen gelöst und als jüdische Communität muss nicht den Kopf durchhalten für die Politik von der israelischen Regierung. Wie ein Existenzrecht von Israel vorstellt, als nicht Teil vom demokratischen Konsens hier am Land, auch das muss klargestellt gehen. Wir Europäer haben ein großes Interesse auf Frieden am Nahen Osten, aber wir haben auch ein großes Interesse an einem demokratischen Nahen Osten. Der einzige Staat, den seit seiner Gründung eine Demokratie in der Region ist Israel. Bei aller Kritik sollte man das nie vergessen. Herr Präsident, der Iran bleibt am Nahen Osten eine Kraft von der Destabilisation und der Unterdrückung. Das Mullah-Regime exportiert sein Terrorregime an den unterdrückten däischen Volk. Allein am September des Jahres wurden 50 Prisonniere vom Regime exekutiert. Wir sollten die demokratischen Kräfte hier unterstützen und nicht auf eitel Versprechen vom Regime raufhalten. Was für den Iran gilt, ist für Saudi-Arabien und andere Golfstaaten nicht ganz falsch. Und noch nicht für den Rest der arabischen Welt. Der Außenminister hat mit Recht auf die dramatische Situation am Sudan hingewiesen. Er hat Männer über einen möglichen Völkermord geschwärzt, den sich für uns aufspielt. Und er hat auch noch andere Konflikte wie am Jemen können, hinweisen, wo auch weiter gelitten und gestorben wird. Aber wo am Hintergrund Staaten eine Rolle spielen, die wir als andere Gründe frequentieren und aber nicht für Sanktionen schwätzen. Wir müssen Realitäten anerkennen und wir sollten nicht naiv sein. Andere Kulturen respektieren heißt nicht die eigenen Werte verroten für den Preis von was auch immer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Welt tun, wie sie ist. Wir müssen nicht mit jeder am besten Kollege sein. Wir müssen nicht mit jeder im Handel betreiben, zu egal welchen Konditionen. Wir haben ethische Vorstellungen von Zusammenleben, das muss auch an unserer Ökonomie gelten. Wenn wir besser auf fair Standards respektieren, darüber können und müssen wir diskutieren. Das muss an unserer Erschätzung auch mit meiner Vorschriften und meiner bürokratischen Aufwand möglich sein. Die Regierung setzt und wir unterstützen sie dabei auf eine aktive Wirtschaftsdiplomatie. Die neuen Ambassaden, die den Außenminister schon abgemacht hat, und die als nächstes wird berichten, dass es abgemacht wird, die werden sicherlich ein nächster Schritt auf dem Weg sind. Aber sie müssen natürlich auch durch konkrete Projekte und Kooperationen zweeweiert gehen, und mit Leben gefüllt gehen. Und da dann Aufstimmung, am besten Fall mit unseren europäischen Partnern. Den Auftritt zu Osaka schenkt gelungen, es war ja viel da, die haben dann mal so berichtet, dass die nicht mehr gut ist, und misst dann noch die 100-jährigen Relationen frischen Obdriff an den nächsten Jahren können gehen. Der Außenminister ist viel in der Weh, aber er kann aber nicht überall sein. Also seine europäischen Kollegen auch nicht, die sind noch viel in der Weh, können auch nicht überall sein.
Wir können diese Welt Steckfeld opdeelen an als Union gemeinsam Kontakte pflegen, sich strategisch auch koordinieren. Dat Madame von der Leyen den Optakt mat enger Reise an Indien gemacht huet, war in dem Sinn ein gut Initiativ. Indien ist sicher kein perfekt Demokratie, mir das ob manst ein Demokratie. Wir müssen als europäisch Interesse klar zu Spruch bringen, auch als Vierstellung über fairen und nachhaltigen Handel. Wir müssen aber auch die Interesse von Gegenüber respektieren. Kevel von Urwen Rof behandelt gehen, besonders nicht von früheren Kolonialmächten. Als europäische Handelspolitik soll dafür mehr pragmatisch und mehr flexibel gehen. Am Mercosur-Accord schafft man als Chancen, und wir sollten als mehr traue Chancen zu gesehen, am Platz immer nicht als Angst vor Risiken Chancen zu verpassen. Viele Bedenken, die am CETA-Accord verbunden goufen, haben sich bisweilen nicht realisiert. Vielleicht sollte die Union auch echt auf mehr gezielten Akkorde setzen, am Platz viel Zeit und Energie mit großen Akkorden zu verlieren. Den internationalen Handel unterleiht auch die Regeln von der WTO, die aber durch die Firgo von der Trump-Regierung auch riskiert, ausgehebelt zu gehen. Europa könnte sich demarkieren, indem es weiter auf einen fairen Handel setzt, den auf Regeln basiert und nicht auf die Launen von einer Person. Wir brauchen Handel, weil wir müssen als Wirtschaft dynamisieren. Die Union hat schon viele Strategien ausgeschafft, mit Resultaten waren bescheiden. 2 Rapporte von der früheren italienischen Premierminister Drago und Letta live 4 sollen Orientation gehen für die nächsten Jahre. Propose für eine bessere Bandemarkt und bessere Kompetitivität. Die Rekommendationen will sich die Kommission zu eigen machen. Wir müssen als Lützeburg auch als Hausaufgabe machen und unseren Teil dazu beitragen. Die Regierung hat mit ihrem Programm auf dem Weg für Männer besser zu reglementieren, zu vereinfachen und zu akzelerieren. Manches aus dem Weg, wie das nach Sput nur. Alle europäische Strategie kann nicht mehr funktionieren, wenn sie auch konsequent an den Memberstaaten realisiert wird. Das gilt auch für eine ökologische Transition und eine Reduktion von unseren Emissionen. Der morgige Feier im Haus über die Klimapolitik diskutiert, und der honorable Paul Galles hat als Engagement an dem Sinn konfirmiert. Das ist evident. Wir werden das Klima allein nicht verändern, aber wir müssen ein Teil von der positiven Veränderung sein. Es gibt Herausforderungen für uns alle auf der Welt, denen wir uns stellen müssen, unabhängig von unseren Wertvorstellungen. Das machen wir seit 80 Jahren als Gründungsmember von den Vereinten Nationen. DUNO war nie ein Club von Demokratien, mit das ein Platz vom Dialog und der geregelten Konfrontation. Den Außenminister kann sich Reformen vorstellen, die a priori sympathisch sind. Wir machen uns keine Illusionen, andere gehen den Ton. Aber wir sollten uns im letzten Auftritt von Herrn Trump freuen, solange er doch zu New York geklagt wird. Frieden erhalten und Frieden schaffen als Mission von der Vereinten Nationen. Der Respekt von den Menschenrechten überall auf der Welt garantieren. Überall auf der Welt garantieren. Internationale Regeln, internationales Recht durchsetzen. Wir sollten am Kader von der UNO aber nicht vergessen, wir Partner aus, aber wir nicht auf unserer Seite steht. Wir können die Welt nicht allein ändern. Wir müssen eine Stimme bleiben, die für den Frieden und für die Freiheit steht. Wenn ihr darauf kommt, muss es immer klarer sein, wir wählen Freiheit. Weil die Freiheitssonne, die blinkt nicht nur für uns, die blinkt für jeden, der sie will gesehen. So nicht mehr.